wir gehen auch nicht den Akkord zu einem Gesetz, was einfach ein Gesetz ist. Nein, das ist ein Gesetz, das politisch für das Land wegweisend ist. Und das soll ihn klar sagen, ich sage doch als Oppositionspartei. Weil wir gehen nämlich als Sachen Atomhaftung ein ganz neue Weg. Herr Präsident, die Damen und die Herren, der Konsens an der nationalen Nuklearpolitik, den CSV dreht, den ist natürlich auch gekoppelt und eine gewisse Kohärenz von der Regierung ihrer Aktion an ihrer Kommunikation an Sachen Energie und Umwelt. Seit 2013, wo das Regierung auch Geringvertreter dran hat, ist der Mix nicht aufgegangen. Ist nicht aufgegangen. Ich will euch dann aber auch sagen, dass mit Partizipation von die Geringen schon 7 Jahre lang an der Regierung eng Enovos, der größte Stromlieferant zu Lützeburg, der Staat über den Weg von der NCW 21% Partizipation hat. Das neben dem Staatssinger Partizipation auch nach der NCI 14,2% Partizipation hat, Spurkäse 12%, am Post, ja, 4,7%. Das heißt, die letzten 3 Betriebe, die ich aufgezählt habe, die haben aber nicht mit dem Staat zu dienen. Mit dem Staat ist 100% Aktionär dran. Das heißt, du kann ich eigentlich nicht mehr so, lass den Worten Taten folgen oder dir konnte ich als Gering.lu nicht vis-à-vis von den anderen 2 Regierungspartnern auf dem Punkt durchsetzen. Wenn ich dann mal so ein bisschen lesen, wird Madame Dieschbusch als Umweltminister stand darüber sieht. Ich habe hier eine Not von dem Umwelt.lu 23.04.2018 Carol Dieschbusch bei Treffen der Regionen gegen Atom. Du seht dann, Madame Dieschbusch, Atomkraft ist keine Lösung, sondern eine teure und unflexible Risikotechnologie. Luxemburg engagiert sich gegen die Förderung der Atomkraft durch ein nationales Atomhaftungsgesetz, haut Stimmmodert, die Klage gegen die Förderung des AKW Hinkley Point C und Pax Remisch II sowie diplomatischen Druck auf die Atomförderstadt. Also einerseits haben wir 10,4% Atomenergie an unserem nationalen Strommix, und wir behaupten, dass da kein Dobausen. Und dann geht weiter. RTL.lu, 8.4.2018, Dieschbusch, Allianz bilden für Druck auf Länder Heichzahn. Und wir haben uns für allem darüber verständigt, sagt Madame Dieschbusch, dass wichtig ist, eine Allianz zu bilden, für eben auch den Druck auf die Länder hochzuhalten, wie Belgien und Frankreich, die hier Ausstiegspläne noch handeln verschoben haben. Okay, ja. Und dann fuhren wir weiter. Die nächste Sache, Allianz für Klimaschutz und gegen Atomkraft auf dem Sitz von der Lützeburger Regierung, zusammen gegen Atomkraft. In diesem Zusammenhang vertreten die Ministerinnen die Auffassung, dass die Atomkraft in einer klimafreundlichen und damit treibhausgasneutralen Energieversorgung aufgrund ihrer Risiken und Kosten keine Rolle mehr spielen soll. Also, wir behaupten, dass Durchsteiger fest an aber haben wir nach 2020 nach immer 10,4% Atomenergie an unserem nationalen Strommix. Atomstrom. Ja. Also, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da kann ich natürlich alles behaupten. Wir müssen aber auch ein bisschen eine politische Kredibilität halten zwischen dem, wer den aussieht, und den Ursprungsziehen, und wer an der Wirklichkeit der Fall ist. Du stellst natürlich vor, Herr Roth, wie hat ihr das da gemacht? Wie hat CSV das da gemacht? Ja, wir hätten ganz einfach das heute gemacht. Wir hätten am Vorfeld erstens mal als Bürger gerade wie dir informiert. Fand ich absolut richtig, dazu stimmen. Wir hätten aber parallel an so einem sensiblen Dossier, hätten wir gemerkt, ein Avis juridique, gegebenenfalls da 2, und dann hätten wir die Argumentäre geholt, sowohl der juristische wie auch der faktuelle, und wir hätten die
de Belsche föderalen Autoritäten an eng Gespräch mat gedeet am hätten der doch zoukomme gelos. Weil ich mein, dat muss ja auch immer méiglich sinn. Et gi jo x EU-Konseilen an dann ass immer noch mehr, dat se am Marsch vun seg EU-Konseil Fleischmo Kontakt hält mat der Minister. Dat hätte mir gemerk an Schmengen, dat fir der ganze Sä of viel méi denglich gewircht. Kommunikationspolitik vun der Regierung as Sächen Umwelt an Energie, der huet das geierem an dat ich auch grad so deutlich am Numm vun der CSV-Fraktion de großen Unterschied zwischen Urspruch an Wirklichkeit durchgestaltet. Zumindest as et ewer an Eisen an die Pressekonferenz vom 12. Mai en diplomatischen Fauxpas gewircht. Ma der ministerisch is so nicht Staatsrauss, de Medienoptritt in der gemerk huet, de wär der Sach net förderlich oder firet an der Sach vun de Grenzen zu so, de wär grenzwertig. Die het sollen Leiit informéieren mat Fakten an dat Virus sicherlich mesenvoll gewircht an Hai bleif bei Eis ewer bisssen de no geschmerk, dass Hai wohl die egen Parteipolitik afir allem die geringen Duftmarken a Corona-Krise vir dem Interesse vum Land stungen an dat bedauermer an dat fan man net gut. So nicht mehr.